Apocalypse. Willkommen bei RimWorld. Dieses Mal nicht alleine, sondern mit dem Dominik. Hallo Dominik. Servus. Genau, wir hatten Bock auf RimWorld. Wir haben das Ganze, also RimWorld im Multiplayer schon privat gespielt, haben also ein bisschen Erfahrung da in die Richtung und wir haben jetzt halt vor, Dominik mit den 3 Leuten, die wir hier unten sehen, die ich gerade markiert habe, hier, wo unsere 5 Leute gestartet sind, eine Kolonie zu errichten. Ich werde dann auf der Weltkarte, ja, 2, 3 Felder weitergehen, ist gerade bei mir markiert, wohin, und dort dann meine Kolonie gründen. Und dann werden wir mal sehen, wer überlebt und wer es nicht schafft. Wer ist es verreckt? Ich kann mir vorstellen, weil in dem privaten Spielstand, den wir gemacht haben, war Dominik kurz weg und ich musste alleine die Kolonie, so gesagt, leiten. Und ich habe natürlich hingekriegt, dass alle meine Leute sterben, oder unsere Leute. Jo. Gut, dann würde ich schon leicht starten, weil ich habe da nichts zu tun. Meine Leute sind halt gerade noch auf dem Weg zu dem Ort, wo wir die neue Kolonie gründen wollen. Krass. Sehe ich gerade erst, dass sie 33 Nahrung pro Tag Du bekommen. hast den besten Forscher. Bei mir, Echt, haben bei wir dir. Ja, den hast Forscher du und jetzt. maximal 9 Kunde. Ich habe 2 und 2. Ja gut, aber das ist kein Problem, denke ich. Ich fange ja halt so früh wie möglich an, irgendwann zu forschen, wenn ich alles aufgebaut habe. Hm. Also nahrungstechnisch und so weiter. Ich lass mal langsam laufen, okay? Sollte kein Problem sein. Ja. Da sollten sie auf jeden Fall nicht rein. Das Gute ist, ich hoffe mal, dass das funktioniert mit dem Ort, den ich gewählt habe für die Kolonie. Hm. Und dass das nicht zu nah an unserer alten Kolonie dran ist. Zone errichten. Aber das werden wir gleich sehen. Währenddessen kann ich Dominik hier so ein bisschen zugucken, wie er hier alles plant. Dann sehen es deine Zuschauer halt auch. Oder, Ganz genau. Hm. Kann man darüber reden, dass wir vorhaben, das Ganze abwechselnd hochzuladen. Bis auf die erste Folge. Die erste Folge soll auf beiden Kanälen kommen. Und dann, wie war das nochmal? Ich mach die zweite, du machst dann die dritte und immer so weiter. Und zusammenhängen könnt ihr das natürlich immer in der Playlist angucken, die natürlich auch unten im Video verlinkt sein sollte. Müsste. Hoffentlich. Wenn wir es nicht vergessen. Yep. So. Ja gut, das müsste möglich sein. Ich kann ein Feld entfernt, also direkt an unsere Kolonie, also deine Kolonie angrenzen, kann ich nichts besiedeln, aber ein Feld weiter kann ich schon besiedeln. Also das sollte sein. Anbauzonen, jetzt ist die Frage, wo war das da sichtbar? Einmal Kartoffel. Gucken wir mal so durch, was wir für Kolonisten haben. Hier. Ganz viel. Total finde ich unnötige Informationen, muss man sagen. Tarnung beim Jagen. Tarnungspfeffer. Wovon ist das abhängig? Ah, okay, von den Fähigkeiten. Wir haben auf jeden Fall jemanden, der hier sozial und geistige Arbeit relativ gut ist. Und Kunst 11. Kunst 11 ist richtig. Ja, Nee, genau. aber schneller Lerner, das ist gar nicht mal so schlecht. Ja. Unterernährung trivial, okay, das sollte aber funktionieren. Ist auch noch ganz viele unnötige Infos, finde ich zum Teil. Ja, mal. Also, wie viel Essen gekocht, also wie viel Essen die Person gekocht hat, ist so, naja, finde ich unnötig.
Ja, Und mein. unsere Leute sind noch nicht ganz da. Jo. Naja. Hm, Vorsichtshalber mal Lagerzone. Ja, Mm, dabei können sie alles dahin lagern, hinschmeißen. Training, das haben wir ja schon vorher gemacht, genau. Strukturen, nein. der andere, Ach stimmt, ja, wir haben ja noch ja, Dingsäcke. Stimmt. männlicher. Komm, erstmal hier reinbauen. Lederart Menschenhaut. Auch angenehm, wenn du so ein T-Shirt aus Menschenhaut anhast. Oh, neurotisch ist nicht so geil. So, dann einmal den da abreißen. So, unsere Karawane ist da. Besiedeln. Ja, da sehen wir es jetzt hat hier bei mir. Äh, beim Mesh bestimmt genauso. Bei mir wird jetzt die Karte generiert, gerade, wo er sich ansiedeln will. Oder hoffentlich Genau, will. ich hoffe wirklich, dass es eine gute Karte ist. Ja, wenn du dich in einem offenen Gelände aufgebaut hast, kann man ja mal kurz stoppen. Boah, ist das ein riesiger Berg. Das sah auf der Karte nicht so aus. Alter, du hast ja. Alter, hast du einen Also bergtechnisch, Riesenberg. das ist schön hier. Das ist echt schön. Ich habe hier einen Geysir direkt. Habe ich hier fruchtbare Erde, glaube ich, ist das. Kurz sehen. Nee, ist nicht. So, und welche ist jetzt meine? Hab, glaube ich, schon gute Idee. Ukam ist deine, oder? Kolonie? Sekunde. Meine ist Bukam. Komm. Okay. Bisschen komisch, dass man die nicht umbenennen kann. Vielleicht kann man das auch, aber Aber wenn, bei dann mir bin ist ich halt auch ich blind. habe halt auch einen Riesenberg. Hm. Das geht dann auch noch, aber. So, auf jeden Fall muss ich jetzt hier so ein bisschen gucken, dass ich Und einen Geysir habe ich auch bei mir in der plane. Nähe, sogar. Habe ich auch. Ich hab einen richtig schönen, also einen perfekten Ort, um mich da anzusiedeln. Machen wir Man kann ja erstmal mal so. vielleicht am Ende der Folge mal kurz auf die Privatkarte von uns reingehen und da mal kurz zeigen, wo wir uns angesiedelt haben. Also es ist genauso ein großer Berg, wie wir es hier haben. Und ja, wir haben einen Glücksfall gehabt. Wir haben uns in den Berg reingebaut, da war eine Kuppel innen drinnen. Oder eine Höhle besser gesagt, wo auch ein Geysir drin ist. Also haben wir da auch kleinen Stromquelle gehabt. Das ist ganz gut. Was ist das hier unten? Mm, oh, das fällt mir gerade auf. Ich habe Ingame-Ton ausgemacht. Aber das ist nicht so schlimm. Ähm, So sorry ist angenehm. Leute, bei mir ist er auch aus. Vielleicht kann es daran liegen, dass ihr nichts hört, dabei nur unsere Plapperei. Ja, ja gut, aber so viel zu hören, naja. Hm, Gut. sie kann nichts. Bisschen mehr Challenge ist es natürlich bei dem, was wir jetzt machen, dass wir mit einem Stamm angefangen haben, also mit der Möglichkeit des Stammes, dass wir 5 Leute haben, aber wir können uns kurz den Forschungsbaum angucken, wir haben halt relativ wenig Forschung. Und in Ja, Richtung Elektrizität haben wir nichts. das ist Und das andere. zusätzlich sieht man auch, dass Sachen wie die geothermale Energie halt viel mehr Forschungskosten haben. Aber dadurch, Erstens das und zweitens, wir haben halt auch die komplexen Möbel noch nicht. Also wir können noch keine Betten bauen. In dem Sinne, wir müssen noch Schlafsäcke bauen oder halt dann auch noch. Wir haben erstmal nur die Schlafplätze, so wie es bei mir jetzt ja gerade der Fall ist. ja, bei mir muss ich auch erst Schlafplätze bauen und mir fällt gerade auf, dass ich doch vielleicht den Sound ein bisschen zu laut gemacht habe. So ist das relativ angenehm. Gut. Aber das Gute ist, ich habe hier schon mal einen guten Anfang gefunden. Ich mich gerade frage, wo ist der Bogen hin, den wir mitgenommen hatten? Keine Ahnung. Musst du dein Zeug hinpackst. Naja. So, da erst einmal zu. So Leute, wer hier
erstmal ab hier. Dann mal kurz hier so ein bisschen einstellen. So. Genau, Einstellungen. Mir auffällt, ich habe keinen wirklichen Arzt. Ein 4er Arzt, aber das ist nicht wirklich gut. Ja, ich habe dafür einen 11er Arzt. So, erstmal Ernährung, Plan erstellen. Du kannst auf jeden Fall Feldarbeit machen. Kochen wird bei dir auf 1 sein, 100%. Rohes Fleisch überhaupt nicht, verdorben, nein. Mahlzeiten. Leichen auch nicht. Haus. So, dann können wir. Es ist kalt draußen, es ist 22 Grad. Soziale Drogen, keine Drogen, keine Drogen, keine Drogen. Epic, Hausessen. Holz. Einmal ein bisschen Holz hacken hier. Genau, was ich noch einstellen wollte, ist ein Tiergebiet für unsere Viecher. Also meine Viecher. Mesh hat jetzt ja keine Viecher mitgenommen. Ja. Aber im Notfall kann ich mir noch welche hier zählen. Das sollte nicht so ein Problem sein. Ah. Gut, die pflanzen auf jeden Fall bei mir schon mal an. Das ist ganz, bekomme ich bald Nahrung. Ja, bei mir auch. Er ist eigentlich bei mir der höchste Landwirtschafter. Level 13 und Level 10. So. Ja, dann kann man schon mal überlegen, ob man sich nicht in dem Sinne noch einen, das wird scheiße mit dem Börsier. Ob man sich nicht vielleicht gleich noch den Heilkräutern widmet. So. Muss ich ganz kurz Lautstärke und Technik einstellen. Ja, Baumwolle sollte ich vielleicht noch anbauen, wäre auch nicht schlecht. So, jetzt sollte es passen. Ich will auch nicht die ganze Folge an den Einstellungen rumspielen, das ist auch nicht unbedingt interessant. Wenn du die Einstellungen mit aufnimmst, also ist es bestimmt kein Problem für deine Leute. Ja. Ich komme jedes Mal aufs Verkehrte drauf. So, Ein Tisch hier. mal hier. Ernten. Ist nix. Die Uhren können wir auf jeden Fall mal mitnehmen. So. Machen meine Leute nichts mehr, das ist schon wieder komisch. Ah, hier. Vielleicht, weil ich es mit eingestellt hatte bei deinen Leuten. Und was auch noch ganz gut für die Leute ist, dass sie das wissen. Ich weiß nicht, hast du das bei dir im Singleplayer mit dabei gezeigt? Das Ich weiß nicht, was du meinst. Den Einstellungen, dass die weglaufen oder so. Stimmt, das habe ich nicht geändert gerade. Ah, das ist der Bogen, ich nehme das so auf. Bei den meisten Leuten geht es halt zum Angreifen, wenn die einen Teil ausgerüstet haben. Einen Gegenstand. Dann können die auch leichter angreifen. Nicht einfach nur weglaufen. Ach, das war ein Wurfspiel. Was mir gerade so auffällt, was ich super finde. Erstens, ich habe einen antiken Schrein, das wird vielleicht später interessant noch. Und ich habe keine Insekten. Okay. Dafür hast du 2. Nee, ich hab mehr. Ja, 2 Kolonien. Ja. Können doch ganz einfach mal gucken, wie weit du schon bist. Ja, du bist schon relativ weit. Gut, aber weil vorher das Ding auch schon da stand. Ja, ich baue mich da jetzt halt einfach rein, weil Mhm. dann Ja, kann ist ja ich auch mich ganz auch so weit cool. wieder hier ansiedeln, sage ich jetzt einmal. Besser. Bei mir ist das noch ein bisschen kleiner, weil ich als Selbstoffizier in der Ecke. Aber ich finde diese Ecke, wo ich bin, super schön. Mhm. Weil ich hier eine Verteidigung aufbauen kann und dann
kommt halt niemand rein. Produktion auf jeden Fall mal. Habe ich einen, der Kann auch ich- künstlerisch Ich ziemlich... hab kein Holz. Kannst du ruhig Waldarbeit machen. 6. Dann kannst du auch. Sau jagen eher nicht. Dann, der ist auch befeuert. Warte mal, kopieren wir den mal hier rein. Dann machen wir da mal Und es wird so. interessant. Wird interessant, wenn es ein bisschen kälter wird bei mir, weil ich niemand habe, der Kleidung machen kann. Momentan zumindest noch nicht. Wir haben ja auch noch nicht einmal die Möglichkeit, die Kleidung herzustellen. Ja, gut, Stammeskleidung haben wir, mehr aber auch nicht. Hm, Das hier können wir auf jeden Fall mal Stuhl machen. kann man auch Das noch nicht hier? herstellen, oder? Ne, bloß ein Hocker. Bringt der Hocker auch was beim Essen machen? Ja, der Hocker ist halt so vom Sinn her wie ein Stuhl, aber nicht so gemütlich für die Leute. Oh, wir haben einen Recurve-Bogen erforscht, die sind schneller. Kann sich hier auch alles anzeigen lassen, wie schnell die sind. Haben wir für einen Bogen gerade? Wir haben niemanden, der herstellt. So, dann einmal hier. Was können wir denn hier jetzt? Jo. Während die schlafen, können wir doch ruhig ein bisschen schneller machen, oder? Ja, würde ich sagen. Jo. Nee, dann. Alpaka war ja Wollekleber. Schneller Lerner, genau. Okay, nichts, was irgendwie den Schlafrhythmus verändert. Was ich sehe, meine beiden Kolonisten haben sich auf jeden Fall schon miteinander angefreundet. So, und jetzt wird es langsam wieder Tag. Oh. Die machen die Bäume kaputt, aber Dings nicht. Kommt kein Holz draus. Vielleicht sind deine noch zu. Noch nicht weit genug nicht in der Forschung, sondern in der Feldarbeit. In der Fähigkeit. Ja. Oh, keine Ahnung, wo ist er jetzt hin? Installiert Tisch. Genau, dann können wir den Tisch uns schon reinstellen in das noch nicht fertige Zimmer. So, jetzt hier wieder, mal schauen. Bekomme ich Holz draus oder nicht? Ja, jetzt bekomme ich Holz draus, das ist gut. Damit kann ich nämlich einiges mehr bauen. Genau. Nimmt den Tisch gleich mit, perfekt. Das ist ehrlich gesagt eine schöne Fläche, um anzubauen, aber das ist direkt am Rand. Finde ich gut, dass alle deine Kolonisten keine warme Kleidung haben und das aber nicht angezeigt wird. Obwohl alle die gleiche Kleidung haben, wie das. Ja, Stammeskleidung. Vielleicht wird es bei dir kälter als mir. Das kann möglich sein. Ach, ich hab wieder kein Holz. Ja, bei mir ist das Problem, dass niemand Holz hat. Weil Antilope noch doch können, also gut können tun die schon so ein bisschen. Aber Antilope ist halt am Bergbauen, am Pflanzen anpflanzen.
Und der andere jagt gerade. Okay. War nicht erfolgreich, aber er versucht es zumindest. Der Wille zählt. Ah, jetzt da ein bisschen. So. Antilope solltet ihr jetzt schlachten. Genau, perfekt. Nee, da brauche ich. Oder? Falsch. Stahl. So, wir mal schon mal einen Kühlschrank zu bauen oder zumindest was in die Richtung. Was bei mir aber auch geil ist, ich habe Golderz. Ja, das ist ganz praktisch. Ich weiß nicht, was ich habe. Bei mir, ich meine, mein Berg ist riesig, da kann alles drin sein. Ja, natürlich kann es bei dir alles drin sein. Und was halt interessant ist, ist der antike Schrein. Das ist auf jeden Fall dran. Weil da können auch gute Sachen drin sein. Ich bin bloß gerade am Überlegen bei mir, den abreißen, wo ich mein Ding reinbaue. Mein. Wie heißt das? Kühlschrank. Wo ich den reinsetze. Fast am Überlegen geht. Muss ich kurz mal Hocker machen, damit sie sich auch an den Tisch setzen können. Ich habe kein Holz. Oh ja, du bekommst genug Medizin. Das ist bei mir kein Problem. Wird das kein Problem sein. Aber was mir aber. Das ist einfacher. Was mir aber auffällt, bei mir haben die Pflanzen keine Wachstumsperiode. Bei mir wachsen die das ganze Jahr. Obwohl ich gerade mal 3 Felder weit entfernt bin. Okay. Ah, nicht abbauen. Falsch rum Holz hacken. So. Bloß bei mir ist es halt das Problem, dass ich keinen wirklichen Bergbauer habe. Außer 4 und 5. Sekunde. Bergbau 2. Bergbau 8 gut. Aber bis auf Bergbau 8 habe ich auch nicht wirklich. Und die Person mit Bergbau 8 Sekunden. Ich muss noch andere Sachen machen, deswegen. Wait a minute. Auf was ist Jagen bei ihm eingestellt? Auf 3. Bauen auf 2. Okay. Das ist weird, meine Person mit schlechterem Baut halt. Und er geht die ganze Zeit jagen, obwohl. Naja. Oh. Jetzt ist spannend. Schafft er die Ratte oder nicht? Die flieht auf jeden Fall. Boah, er lernt schnell, das ist übelst gut. Wie lange wollen wir eigentlich nehmen? Mir ist es relativ egal. Wir können auch so lange. Dann machen wir die erste Folge eine halbe Stunde, oder? Können wir machen. Dann müssen wir mal gucken. Vom Sinn her können wir jetzt auch die ganze Zeit aufnehmen und das dann am Ende in einzelne Folgen schneiden. Oder so. Mein Lager entsteht bald. Das
Was ich noch ein bisschen blöd finde, dass die passive Kühlung nicht effizient genug ist, um Nahrung zu gefrieren. Hm, Deswegen ist das nächste, was ich höchstwahrscheinlich mache, ein Labortisch bauen. Einfach damit wir Elektrizität erfinden können, obwohl das halt dauert wie sonst was. äh, Hm. Was ich mich frage, die Tech-Stufe, um verschiedene Sachen zu erforschen, kann man die eigentlich steigern? keine Ahnung. Weil in der Theorie müsste die ja irgendwann sich steigern, so. Weil Hm, wahrscheinlich, wenn du Elektrizität erforscht, kann es ja nicht mehr sein, dass du dann noch immer in welchem Alter, also welchem sind wir gerade? Weiß ich gar nicht. Steinzeit. Kann es ja nicht sein, dass man immer noch in der Steinzeit ist. Wenn man Elektrizität erforscht hat. Stimmt. Du hast mich auf eine Idee gebracht. Ich kann Beeren sammeln im Notfall. hm. Du hast mich gerade auf die Idee gebracht, dass wenn ich eventuell nicht genug Nahrung habe, dass ich Beeren sammeln kann. Fällt mir auf, ich habe die erste einfache Mahlzeit. Und da schlafen sie im Dunkeln. Abscheulicher Schlafsaal. Ja gut, weil es dreckig ist, wie so. Ah, das wird noch. Ich habe einen Frühaufsteher bei mir. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Er ist Kurzschläfer. Hm, Was halt echt ein Vorteil, dass du dieses Gebäude schon hattest vom Sinn her. ja. Wer war das? Der Boomerlob, der wo Treibstoff gibt? Ich glaube ja. Ja, müsste gewesen sein. Die Ich hab Boomratte bloß- war das kleinere, ne, ja, das Ja. war das kleinere, was nichts gibt. Also außer Fleisch und so weiter. Obwohl Treibstoff momentan, also. Ja, kann man ja mal schauen, dass man es verkaufen kann oder so. Stimmt, das ist eine Idee. Na, nicht unbedingt neben das Feuer. Hungernde Kolonisten. Sogar nicht mal bei mir. Krass. Die bringen ihr Scheißzeug nicht mal an die Stelle hin, wo sie sollen. Oder haben sie es? Ach scheiße, habe ich viele Eichhörnchen. Ohne aus Stahl. Schläft er so lange?
Oh, Hocker. Geh immer hin und entfernen die mal. Ui, sie hat ihn getroffen. Nice. Genau. Ich hoffe, man versteht mich jetzt dann in dem nächsten, also in diesem Video jetzt besser. Ich habe das mal ein bisschen nach oben geschraubt. Ja, ich habe zwischendurch ein bisschen versucht, halt dich lauter zu machen. Und deswegen denke ich, geht das. Kann sein, dass du zwischendurch ein bisschen zu leise bist, aber dann kann man das halt in dem Fall nicht mehr ändern. Ja. Kannst du mal dich an den Schlachtplatz setzen, bitte? Warum steht er nicht auf? Es ist 8 Uhr, wie lange schläft er denn? Oh. Oh, da kann man auch einfach Mahlzeiten kochen. Ja, Ah, okay. der Yorkshire Terrier bei dir gehört dem Dings von mir. Dem Kolonisten von mir, ist mir gerade so aufgefallen. Weil er ist zumindest mit dem verbunden. Könntest du vielleicht kein Stahl? Du bist aufgestanden und machst nichts, was ist bei dir los? Geh halt mal hier Bergbau hin. Stahlreste. Stahlreste. Komm, arbeite. Stahlreste bitte einmal abbauen. Nee, Truthahn, du trägst Silber, bitte. Ach nee, nicht Truthahn. Ich hab gut Nahrung, yay. Er erntet die Pappeln, das ist gut. Ich hätte mir vielleicht noch einen mitnehmen sollen, der wo vielleicht besser im Bergbau ist. Ja gut, aber das kommt mit der Zeit, im Notfall. Truthahn, bitte einmal. Die lassen halt vom Sinn her bei mir immer alle alles machen. Möglicherweise habe ich mich gerade wegbewegt vom vom Mikrofon, aber passiert. Arbeit. Gut. Oh ja, jetzt habe ich genug Holz auf jeden Fall. Bau mal. Ich glaube, ich bin der Erste, der wo verreckt. Ach, das glaube ich nicht. Bei dir sieht das mittlerweile besser aus als bei mir von Nahrung her und so weiter. Und du hast an Baumwolle gedacht, das habe ich zum Beispiel nicht. Das Problem ist halt bei dir, du hast nicht so die guten Kolonisten, die wo Baumwolle. Ja, okay, Baumwolle kann man so mittlerweile. Ja, aber bei Medizin wird das interessant. Ja, Medizin kann ich nicht anbauen. Baumwolle, perfekt. Wo ist mein... Ich weiß nicht, der Typ ist irgendwie faul. Er baut das nicht zu Ende. Ja, eigentlich kann man ja weiterlaufen lassen, eigentlich ist das auch wurscht.
Warum ist hier ein Krankenbett? Hier in der Ecke. Ich will das eigentlich zum Gefängnisding machen. Da ist Ach noch so. eine Tür nicht gebaut. Du hast doch hier Stahl. Was willst du denn? Denke ich mir auch manchmal bei meinem Holz. Du hast doch da Holz, warum baust du nicht? Schade, dass man nichts priorisieren kann, so vom Sinne her, bau das zuerst. Hm, So müsste das funktionieren. Besucher. ja, und ich kann gleich wieder was verkaufen. Toll. Besucher bei dir. Toll. Ja, vielleicht kommt er ja noch zu dir. Kann sein. Mal schauen. Was ich mich frage, besuchertechnisch, wenn man sich die Weltkarte anguckt, wir sind auf Insel. Hier ist keine andere Fraktion auf dieser Insel. Wo kommt der Typ her? Eingeflogen. Ist das ein I oder ein L? Lowebe Savanne. Ich hoffe, der geht nicht irgendwo in ein feindliches Gebiet rein, weil sonst habe ich ein Problem. Mit dem Händler. Ich finde es gut, wie deine Kolonisten alle hungern und warme Kleidung. Aber dafür habe ich wenig Nahrung und wenig Medizin, glaube ich. Das Problem ist halt, ich habe nicht mal irgendwo eine Kochstelle, an der ich Produkt. Du kannst ein Feuer machen, ein Lagerfeuer. Was ist da jetzt gestorben? Und mein Lager ist fast fertig, das. Er beobachtet nicht. Jedes Mal, wenn ich den Typen beobachten will, wenn er irgendwas macht, beobachtet er den Sternenhimmel, geht herum oder entspannt sich. Hm, Das können wir ruhig mal ein bisschen ernten, damit wir Nahrung haben. dann ist das noch nicht immer so wichtig, den zu bauen. Du könntest mal bitte kochen. Erntet Brauchen viel was geschlagen, zu aber. fressen. Oh, hier ist noch ein bisschen Beeren. Ja, stellen wir den Schild einfach hier rein. Ein Hocker. Und dafür brauchen wir gute Frage. Wo habe ich hier Stahl? Ich habe kein bisschen Stahl hier in der Nähe. What? Hier ist Stahl. Und hier. Gut, aber da will ich keinen Stahl abbauen. Ich will eigentlich hier. Mace, könntest du bitte hier das Silber mitnehmen und danach bitte. Hast du schon gehandelt? Nee, ne? Ja. Echt? Hm. Holy shit, bei mir ist das Handelsfenster nicht aufgegangen.
Weil das doch. Letztens war das, glaube ich, so, dass das Fenster aufgegangen ist, obwohl wir zwei Dings hatten. Ja. Ja, ich weiß, dass der Kochbereich scheiße ist. Du hast einen neuen Plaststall bekommen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich schenkt er dir erstmal Plaststall und Speicher. Ja, dann würde ich sagen, dass wir Ding machen, oder? Was meinst du? Speichern und aufhören. Können wir machen. Weil dann dauert es nicht so lange zu meditieren. Ja, gut. Jo, dann Das würde Problem. ich sagen, war es das erste Mal für die erste Folge jetzt. Wir werden vielleicht noch eine zweite aufnehmen, keine Ahnung. Wir haben es jetzt hier schon mal so angefangen. Ihr habt auch die Mitteilung bekommen, dass wir im Wechsel aufnehmen. Und ja, ich schau mal kurz rüber zu Mesh, was der denn schon alles veranstaltet hat. Ja, genau, ich Sieht hätte. auf jeden Fall besser bei dir aus als wie bei mir. Naja, du hast halt auf jeden Fall ein großes Häuschen. Ich habe halt Ich nur habe bei mir mein. einen Labortisch schon fertig. Das stimmt. Ich habe halt nur mein Häuschen hier und ein Lagerfeuer und ein Lager. Ja. Und das war's halt so. Da ist nicht viel. Ja, dann würde ich mal sagen, ich speichere mal schnell im Singleplayer. Genau. Dass das auch wirklich gespeichert ist, weil wir es ja schon mal hatten, dass das Spiel uns dann abgeschmiert ist, nachdem ich die Dinge geladen hatte von Mesh beim Singleplayer. Ja. Und ja, dann speichere das mal schnell. Genau, dann stoppe ich hier die Aufnahme. Speichern. Ja, und das war's eigentlich in der Aufnahme jetzt und Servus, bis zum nächsten Mal.